Von unten können die Menschen beobachten, dass statt dem schwarzen Rauch plötzlich weisse Wolken aus der Schiessscharte quellen. Und ein bisschen später kann die Lili die Kinder und die Alten die Stege hinunter begleiten. Dort werden die Befreiten schluchzend in die Arme geschlossen. Alle sind froh und können die Rettung kaum glauben. Aber bei der Lili bedankt sich niemand. Sie wird eher misstrauisch angeschaut. Wo die Lili sich die Reste vom weißen Löschpulver aus dem Wams schlägt, treten die Leute ängstlich zurück und kuscheln miteinander. Nur ein uralter Mann wogt sich nahe an die Lili hin. Er trägt ein wallendes, langes Gewand und sein Bart hängt ihm fast bis zum Gürtel. Gestattet, dass ich mich vorstelle. Merlin ist mein Name. Ich würde gerne ein paar Worte mit dir reden, aber zuerst. Jetzt haltet nicht die Maulaffen feil. Ich denke, es gibt genug zu tun für euch. Was haltest du davon, wenn wir uns in meine Küche zurückziehen? Gut, ich komme mit. Was soll man bei einer Belagerung schon anderes machen, weder abwarten und reden? Belagerung? Die Lili folgt dem Mann und wundert sich, wie viele kleine Behausungen zu dieser Burganlage gehören. Der Merlin bittet Lili in ein windschiefes, niedriges Haus, das sich an einer knorrigen Eiche anzulehnen scheint. Er führt Lili in einen höhlenähnlichen Raum, wo über und über mit Regal vollgestellt ist. Dort türmen sich Pfannen, Töpfe und Schalen aus Glas, Silber und brenntem Ton. In einigen Gefäßen brodelt und dampfen seltsame Flüssigkeiten, obwohl sie nicht auf einer Flamme oder einem Herd stehen. Auf dem Schreibpult liegt ein aufgeschlagenes Buch, das so gross ist, wie es die Lili noch nie gesehen hat. Am Pult ist ein Kerzenständer befestigt und auf dem Ständer sitzt ein Rab, regungslos, dass die Lili sich nicht sicher ist, ob er lebt oder ausgestopft ist. Wo sich der Lili ihre Augen an die Dunkelheit gewöhnt haben, sieht sie, dass die Zimmerdecke kein gemauertes Gewölbe, sondern aus dem Wurzelwerk der grossen Eiche gebildet ist. Lili staunet. Genau so hat sie sich immer eine Magierküche vorgestellt. Lass dich einmal anschauen. Moment. Der Merlin steht auf und legt ein paar Holzscheite in sein Schmine. Er wartet aber nicht, bis das Holz Feuer gefangen hat, sondern schleudert aus seinen blotten Händen einen Feuerstrahl in sein Kömi, wo das Feuer wie der Blitz hell auflodern lässt. Der Lili wird's abwechselnd heiß und kalt. Sie sitzt tatsächlich vis-à-vis von einem echten Magier. Darf ich mir vorstellen? Ich bin die Lili.